Bei SOS Sick of Silence kommen junge Menschen zu Wort, die vom Schicksal ausbremst worden sind. Es getrauen sich nicht alle offen über ihr Schicksal zu reden. Wir geben aber diesen Menschen eine Stimme. Ihre Geschichte wird von einem Schauspieler erzählt. Das ist die Geschichte von Elena. Sie ist 18. Ich will tot sein, aber nicht sterben. Ich hatte mit 11 schon extreme Suizidgedanken. Und die sind entstanden, weil bei uns im Quartier hat es einen Velokurier gegeben, der sich das Leben genommen hat. Und ich habe den nicht einmal persönlich gekannt, also ich habe es nur mitbekommen durch meine Eltern. Und das hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt. Also wieso man sich das Leben nimmt, wieso dass man sich für das entscheidet. Also ich habe mich schon im jungen Alter mit Sachen auseinandergesetzt, wo andere sich um das vielleicht noch gar keine Gedanken machen. Und ich habe mir zwar nie versucht, das Leben zu nehmen, aber ich habe versucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder schlau zu werden daraus. Und es ist dann immer mehr geworden. Ich habe versucht, über Videos oder über Interviews vom Internet mehr zu erfahren, weil ich mich einfach dafür interessiert habe. Und das hätte ich aber besser nicht machen sollen. Weil durch das sind die Gedanken noch viel stärker geworden und ich habe noch viel mehr Angst bekommen. Ich mag mich noch an eine Situation erinnern, wo ich so etwa 12,5 war und dann habe ich am Morgen Fernsehen geschaut, wie eigentlich immer am Wochenende damals. Und dann habe ich so eine Serie geschaut, wo ich genau gewusst habe, die darf ich eigentlich nicht schauen und die ist nicht für mein Alter bestimmt. Es war so eine deutsche Liebesgeschichte. Und in dem Moment, als ich eingeschaltet habe, hat das Kind, also die Mutter war im Kino oder im Ausgang und die Freundin von der Mutter hat das Kind gehütet und hat ihm dann zum Einschlafen eine Geschichte erzählt. Von einer Maus, die mit dem Schirm aus dem Fenster fliegt und dann glücklich wird im Himmel oben, weil es endlich fliegen kann. Und das Kind hat die Geschichte so intensiv wahrgenommen, dass es das auch probieren wollte. Und dann ist es in der Serie auf der Fenstersims gestanden und ist dort rausgesprungen. Und ist dann verunglückt und gestorben. Und das war für mich eine sehr prägende Situation, die mir bis heute noch sehr stark bleibt. Und ich habe das Gefühl, dass das ein grosser Auslöser von dieser Situation war. Mir war schon immer bewusst, dass es nur ein Spielfilm war und das ist nicht echt, aber trotzdem hat es mich sehr stark beschäftigt. Ich bin dann auch zum Kinder- und Jugendpsychiater. Das habe ich ziemlich selbstständig gemacht. Dann habe ich dort angerufen, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht mehr. Ich fühle mich so unwohl in dieser Angst und ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Ja, jetzt ist es anders. Also, ich mache jetzt schon seit einer gewissen Zeit eine Lichttherapie. Also ich habe mich ganz bewusst gegen Medikamente entschieden. Ich rede auch mit Freundinnen nicht darüber. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sie das nicht verstehen. Das ist etwas, was ich ganz alleine fühle und ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, das mit Leuten, die ich kenne, zu teilen. Ich bin auch nicht sauer auf meine Umgebung oder meine Eltern, aber jetzt im Nachhinein wünsche ich mir schon, dass man sich früher mehr Sorgen gemacht hätte, was mit dem 12-jährigen Kind los ist. Weil wenn ich zurückdenke, fühle ich mich in diesen Jahren, also 11, 12, 13, allein gelassen. Ich habe immer versucht mitzuteilen, was in mir abgeht, aber es ist wahnsinnig schwierig, das mitzuteilen, weil es passiert so wahnsinnig viel in dieser Phase, in einem drin, wo ich auch jetzt nicht erklären kann, wo ich wahrscheinlich nie erklären werde.
Ich habe mich extrem lange davor gedrückt, weil ich das Gefühl hatte, ich will nicht abgestempelt werden, ich will nicht krank sein. Und ich habe auch heute noch das Gefühl, dass das Ganze keine Krankheit ist, sondern einfach eine Phase. Und seit dem Winter ist es bei mir einfach ein krasses Auf und Ab. Es geht damals 5 Minuten und es geht mir blendend. Und nachher, nach 2 Minuten kann es umschalten. Man geht in eine Tiefe von der einen auf die andere Sekunde, fängt an, Sachen hinterfragen. Soll ich das wirklich machen? Bin ich richtig auf dieser Welt? Und plötzlich fängt man an zu zweifeln an sich selber. Also man weiss nicht, habe ich das jetzt nur gemacht, weil ich in dieser Phase bin. Also man kauft sich zum Beispiel ein Schoki und nachher fragt man sich, habe ich die jetzt gekauft, weil ich sie wirklich wollte oder einfach, weil ich in dieser Phase stecke. Das sind so Sachen, die einen komplett verwirren. Das Auf und Ab ist bei mir immer ein extremes Zeichen, jetzt ist es wieder da. Und so hat es mit den extremen Stimmungsschwankungen angefangen. Also bei mir ist es das Licht, das mir fehlt, das mich so nachdenklich werden. Ich bin ein mega kreativer Mensch und wenn ich in dem Loch stecke, dann geht meine Kreativität einfach von meinem Körper ab. Und durch das Gestalten und Kreativität definiere ich mich. Und das ist eigentlich das, was mich glücklich macht. Und wenn ich nicht mal auf das Lust habe, ist einfach etwas nicht mehr gut. In dem Moment geht es mir jetzt vor allem darum, draussen zu sagen, wenn du das jetzt hörst und das Gefühl hast, irgendwie geht es mir ähnlich oder irgendwie ist mir mal ähnlich gegangen, spielt auch überhaupt keine Rolle, ob es mal war oder ob es immer noch so ist. Also ich finde es einfach mega wichtig, dass man sich den Mut nimmt und etwas macht. Und ich will einfach, dass alle, die das Gefühl haben, jetzt geht es gerade nicht mehr, ich habe einfach keine Kraft mehr für nichts. Informiert euch informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Weil es gibt so viele Leute, die ein offenes Ohr haben und es gibt Leute, die für das ausgebildet sind und die dir wirklich helfen können. Und viele Freundinnen von mir sagen, das hilft doch eh nichts und die macht doch nur ihren Job. Aber was mein Psychiater für eine Rolle in meinem Leben der Zeit und seit 11 spielt, das kann man bei mir eigentlich mit einem Familienteil vergleichen. Und obwohl ich nichts von ihm kenne, also ich weiss seinen Namen und mehr weiss ich nicht. Es geht nie um etwas anderes als um mich in dem Zimmer. Und das tut einem Menschen sicher auch gut, dass es mal um ihn geht. Weil wir werden jeden Tag mit so vielen Sachen konfrontiert von den ganzen Medien, Social Media, wo einen einfach mit derartigen Sachen beballern. Also so bin ich, das mache ich und das ist besser. Und niemand kommt zu Wort. Es ist alles so oberflächlich geworden. Und es tut einfach gut, das wegzustecken und über sich zu reden und sein Innerste auszupacken. Ich bin so dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben. Weil jeder Schmerz, den wir empfinden, ist individuell. Und nicht jeder würde über meinen Schmerz reden, weil er stark genug ist. Aber ich war bis dort nicht. Und heute bin ich dankbar, dass ich nicht war.